Das Thema habe ich überschrieben mit beschenkt und beauftragt. Ich denke, es gibt einen Satz, der sich immer wieder bewahrheitet hat, bis heute. Der lautet: Wer Jesus hat, hat alles, auch wenn er sonst nichts hat. Wer Jesus nicht hat, aber sonst alles hat, hat eigentlich nichts. Obwohl er alles andere hat. Das hat sich bewahrheitet auch in der letzten Evangelisation in Steffisburg. Das ist letzte oder vorletzte Woche gewesen. Es sind ein paar Tage gewesen. Am ersten Abend ist eine Frau im Anschluss in die Seelsorge gekommen. Sie hat die Botschaft verstanden, dass sie durch die Sünde getrennt von Gott ist, dass sie verloren ist. Aber sie hat auch verstanden, dass Jesus Christus gekommen ist, um Sünder zu retten. Und sie hat ihre Sünden Jesus im Gebet bekennt. Einige hat sie punktuell aufgesagt. Dann aber hat sie auch gebetet: Vergib mir auch all das, was ich nicht mehr weiss. Und dann hat sie in einem zweiten Schritt Jesus bewusst aufgenommen als ihren Retter. Anschliessend hat sie danken. Und ich erinnere mich sehr gut. Sie hat fast nicht aufgehört. Ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Ich danke dir für die Evangelisation. Ich danke dir für die Gemeinde, die das organisiert hat. Und noch für vieles, vieles andere. Mit anderen Worten, sie hat erfasst, dass das Gewaltige, was Jesus da hat, die Erlösung, durch das Gebet wirksam worden ist. Dass Jesus jetzt Wohnung gemacht hat in ihrem Herzen. Dass er sozusagen Wohnung bezogen hat und jetzt anfängt, ihr Leben zu erfüllen. In der Seelsorge erkläre ich es oft so erklären, wenn jemand die Sünden bekennt hat, dass sie vergeben worden sind. Aber dann, wenn sie Jesus aufnehmen, dann nehme ich die Bibel und sage: Jetzt hast du Jesus Christus aufgenommen. Und das grösste Geschenk, was es überhaupt gibt, angenommen. Du kannst jetzt in Zukunft Bibeln aufschlagen und lesen da drin und du wirst aus dem Staunen nicht rauskommen, was du heute bereits alles bekommen hast. Denn jede Verheißung, wir haben einige schon gehört vorher, ist Ja und Amen in Christus Jesus. Alles. Wir sind unheimlich reich beschenkt in Christus. Das ist das, was der Paulus in Epheser 1-3 wunderbar erklärt. Und zugleich möchte ich sagen, ohne das Verständnis über das, was uns geschenkt ist es unmöglich, den von Gott geforderte Wandel zu erfüllen. Der Paulus hat gewusst, dass das Annehmen von dem Geschenk nur die eine Seite von Gottes Willen war. Und die andere Seite ist, dass wir drin leben, dass wir das anwenden, dass wir uns das aneignen, was wir empfangen haben. Nicht der viel hat, tut der Wille Gottes, der ganze Wille Gottes, sondern der viel gibt. Nicht der viel weiß, sondern der viel anwendet von dem, was er weiss. Der tut Gottes Wille. Das ist das Entscheidende. Und darum betet der Paulus für die Epheser zum Abschluss von dem Kapitel 3, bevor er dann übergeht zu dem praktischen Teil, Kapitel 4-6, das Leben als Christ und als Gemeinde, soll unserer Stellung, die wir schon haben, entsprechen. Und ich möchte uns jetzt den Schluss von Epheser 3, es ist ein Gebet, das so gewaltig ist, vorlesen und dann einiges dazu sagen. Also die Verse Epheser 3, Verse 14-21 möchte ich mit uns lesen. Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen,
dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vom griechischen Text her haben wir gesehen, auch in den letzten Versen, es ist unheimlich schwierig, das zu übersetzen in die deutsche Sprache. Es ist so eine gewaltige Aussage, wir werden das dann auch sehen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Der Paulus hat den Plan Gottes ausführlich dargelegt. Der himmlische Vater will eine Gemeinde aus erretteten Juden und Heiden. Und dazu hat er Jesus in die Welt gesendet. Um sich die Gemeinde zu erwerben, steht in Apostelgeschichte 20, Vers 28, durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das ist der Wille Gottes gewesen. Schon bevor die Welt überhaupt entstanden ist, dass Jesus in die Welt kommt und in dem Willen vom Vater in absolutem Gehorsam ausführen tut. Und er ist gekommen. Er ist seinen Weg gegangen an das Kreuz. Dort ist der ewige Sohn als stellvertretendes Opfer für uns vom Vater geopfert worden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Das ist der Wille Gottes für uns. Epheser 1, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden oder die Auslöschung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 2, in ihm sind wir aus dem geistlichen Tod auferweckt worden. Lebendig gemacht worden. Und in sich selber, auch Epheser 2, hat Jesus durch die Auferstehung uns zu einem neuen Menschen geschaffen. Juden und Heiden haben beide den gleichen Zugang durch den Geist, durch den Heiligen Geist, zum Vater. Und wenn wir Paulus sehen im Gefängnis in Rom, er war ja in der Gefangenschaft, als er den Brief geschrieben hat, auf den Knien, dann sehen wir auch die notwendige Zusammengehörigkeit von Theologie und Anbetung. Das heisst, nur die Bibel wirklich studieren, sind auch richtige Beter. Wer die Bibel nur oberflächlich liest oder nur ab und zu oder kaum, er wird nie in einer Art und Weise Gott danken können und ihn anbeten, wie Gott das eigentlich möchte. Der Paulus war überwältigt von der Gnade Gottes, von der Liebe Jesu Christi und er ist abgeknüllt vor dem Vater im Himmel. Ehrfurcht vor Gott. Knühlen ist eine Demutshaltung. Im Alten und Neuen Testament, das ist nicht die einzige Gebetshaltung, aber sehr verbreitet. Wir können das lesen an vielen Stellen. Der Salomo zum Beispiel hat bei der Einweihung vom Tempel sich niederknühlt, 2. Chroniker 6, Vers 13, seine Hände ausbreitet zum Himmel und dann betet auf den Knie. Herr, Gott Israels, kein Gott ist dir gleich im Himmel und auf der Erde. Und dann folgt ein Gebet bis Vers 42. Da können wir viel lernen für unser Gebetsleben. Und die Antwort Gottes ist nicht ausgeblieben. 2. Chronik 7, Vers 1. Als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Vom Daniel lesen wir, dass er 3-mal am Tag abgeknüllt ist, sich beugt hat vor Gott und betete, lobte
und dankte seinem Gott. Daniel 6, Vers 11. Der Petrus ist hergeknüllt am Bett von der eben verstorbenen Tabitha. Und dann hat er gebetet. Und Gott hat sich zu dem Gebet bekennt und sie ist auferstanden. Jesus selber hat sich niedergekniet im Garten Gethsemane und betete: Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Knühlen, runterknühlen ist ein ehrfürchtiges Unterwerfen unter Gott. Ist das vielleicht der Grund, dass Gott manches Gebet von uns nicht erhören kann? Natürlich weiss ich, es kommt auf die innere Haltung drauf an. Aber legen wir unser ganzes Herz ins Gebet. Vielleicht beten wir oberflächlich. Jeder soll sich selber prüfen. Vom Indianermissionar David Brainerd habe ich gelesen, dass der Mann sich öppen einmal an einem Winterabend in den Wald begeben hat, im Schnee runtergeknüllt ist und so mit Gott gerungen hat. Um die Rettung von diesen Indianern, dass er in Schweiß ausgebrochen ist. Und dann können wir nachlesen, dass Gott so eine mächtige Erweckung geschenkt hat unter den Indianern von Nordamerika, wie man sie vorher noch nie gehört hat. Vom Hudson Taylor weiss man, dass die Sonne in China nie aufgegangen ist, bevor sie der Hudson Taylor auf den Knie gefunden hat. Kein Wunder, dass China Inlandmission so wunderbar vom Herrn gebraucht worden ist. Ich habe mich in der Bibelschule in so ein Küssi gehabt, habe ich mich auch immer wieder hergeknüllt. Und Gott hat auch gewirkt. Ich bin im Bett und auf einmal war es da drin, du hast das Küssi einmal gestohlen. Und das ist wirklich wahr gewesen. In meinem alten Leben habe ich so einiges mir geleistet, wo Gott sich nicht darüber gefreut hat. Aber durch das Abknüllen, Gott hat mir das so gezeigt. Ich habe mich dann von dem Küssi getrennt. Die haben es eigentlich zurückgeben. Derjenige, der dort jetzt ein Chef war, der hat das gerne sich anhören. Ich wollte sagen, was da genau passiert ist, was für eine Veränderung. Ja, mach mit dem, was du willst. Darf ich mal ganz persönlich dich fragen? Wie bettest du? Leihst du dein Herz ins Gebet hinein? Ich fürchte, es gibt heute viele Christen oder viele in Gemeinden, die sich Christen nennen, die kaum beten. Vielleicht gibt es sogar solche, die gar nicht beten. Jemand hat einmal gesagt, wenn du viel tust, aber nur wenig bettest, dann tust du ganz sicher viel, was Gott gerne nicht möchte. Und jemand anderes hat einmal gesagt, wenn Gott, der Heilige Geist, würde aus dieser Welt wegnehmen, würde manche Arbeit einfach weitergemacht werden. Weil man sie einfach macht. Man kann auch Arbeiten tun, ohne dass Gott es gewirkt hat. Das weiss ich aus meinem eigenen Leben. Der Paulus war ein Better und er hat auch gewusst um die außerordentliche Notwendigkeit von der Fürbitte. Und er hat betet für seine Leser. Zum Vater, griechisch Pater, von dem jede Vaterschaft, griechisch Patria, in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Das griechische Patria ist abgeleitet vom Wort Pater, bedeutet Abstammung, Geschlecht. Es ist um Paulus darum gegangen, dass seine Leser wissen, ob Familie, Stamm oder Volk, jedes Wesen im Irdischen und im Himmlischen ist von Gott geschaffen und ist auch seiner Herrschaft unterstellt. Und jede Patrie ist auch nach dem Vater benannt. Also der Paulus will, dass sie wissen, Gott hat Herrschaft als Schöpfer. Und er hat die souveräne Machtstellung im Himmel und auf Erden und über jedes Wesen inne. Das heisst, auch Satan und seine Dämonen haben nur einen begrenzten Einflussbereich. Bevor ich mich bekehrt habe, hat mir jemand den Rat gegeben. Ich war so leer innerlich, ich war so suchend, eigentlich so am Boden, dass ich auf den Rat eingegangen bin und zu einer Frau, die mit Horoskop
zu tun hat, gegangen bin. Später habe ich das alles verrissen, weggeworfen. Aber dort bin ich eigentlich offen gewesen. Und der mich später zu Jesus geführt hat, meine Religionslehre, wo ich ihm das gesagt habe, hat er mir gesagt, unwahrscheinlich. Eigentlich Satan hat ja nur gewartet, dass er Raum einnehmen kann, mehr Raum in meinem Leben. Aber Jesus hat das nicht erlaubt. Kurz darüber habe ich mich für Jesus Christus entscheiden. Wer Jesus hat, hat den direkten Zugang zur Allmacht Gottes. Zum Vater vom Himmel. Lukas 10, Vers 19. Es ist gut, wenn wir so Wahrheiten wissen. Uns ist gegeben Macht über alle Kraft vom Find. Und das war Paulus wichtig. Denn die Leser vom Epheserbrief oder in der Provinz Asien, es war ja ein Rundschreiben, das wird der Erich so wunderbar erklären, an wer das gerichtet war. Die Leute dort sind mit Irrlehren konfrontiert gewesen. Zum Beispiel, dass Engelmächte sollen angebetet werden, dass die gewisse Vermittlerrolle haben, dass man sie verehren soll, ähnlich wie im Katholizismus, wo Maria eine Vermittlerin sollte sein. Oder ganz schlimm in der Esoterik, wo man angehalten wird, zu Engeln zu beten. Die Bibel verbietet das vehement. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Und das ist Jesus Christus. Also wir dürfen direkt zum Chef vom ganzen Universum beten. Wir haben den direkten Zugang zum Vater in Jesus. Aber wie werden wir Kinder Gottes? Nicht jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Wir sind geistlich tot durch die Sünde. Wir brauchen eine zweite Geburt. Eine Wiedergeburt. Eine geistliche Geburt. Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und wenn ein Mensch, nachdem er seine Sünde Jesus bekannt hat, Jesus aufnimmt, ihn annimmt, wird er von Gott angenommen. Er kommt in eine Liebes- und eine Lebensbeziehung zum himmlischen Vater. Das heisst, der Vater im Himmel wird sein eigener Vater. Der göttliche Vatername beinhaltet einen unermesslichen Reichtum an Trost. Wie nötig haben wir das? An Weisheit. An allem, was wir brauchen zum Leben und auch dann, wenn es ins Sterben geht. Wer Jesus hat, hat auch den Vater. Steht in der Bibel. 1. Johannes 2, Vers 23. Und die Eigenschaften von einem Vater sind folgende. Er liebt seine Kinder. Er sorgt für sie. Er ernährt sie. Er schützt sie. Er erzieht und belehrt sie. Er erbarmt sich über sie und hinterlässt ihnen ein Erbe. Der Paulus betet für 3 ganz bestimmte Punkte zum Vater hin, damit die Gläubigen ein Leben zu seiner Ehre führen können. Erstens das Gebet um Kraft und Stärke. Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Der innere Mensch, haben wir schon gehört, ist geistlich tot gewesen. Epheser 2, Vers 1. Erst durch die Wiedergeburt wird der innere Mensch lebendig bei der Erlösung. Das heisst, die Gegenwart vom Heiligen Geist ist da bei der Wiedergeburt. Aber für ein Leben zur Ehre Gottes brauchen wir Befähigung durch Kraft vom Heiligen Geist. Und um diese Kraft betet der Paulus für seine Leser. Und er weiß, Gott ist ein reicher Gott. Aus seinem Reichtum von der Herrlichkeit gibt er gern. Er gibt täglich, wenn wir ihn bitten. Der innere Mensch ist das Zentrum von der Erkenntnis und dem Willen. Und der innere Mensch muss trainiert werden. Er muss genährt werden. Er muss gestärkt werden. Warum? Weil Satan durch Verführung und Irrlehre versucht, genau dort Raum zu bekommen, mit dem Ziel, um uns vom Zentrum wegzuführen. Von Jesus und vom Vater. Paulus hat die Ältesten von Ephesus bereits auf dem Rückweg von der 3. Missionsreise gerufen nach Milet und hat dort ihnen nochmal ganz wichtige Sachen gesagt. Wir lesen das in Apostelgeschichte 20,
Da sagt er, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Vers 29, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. So wichtig ist ihm die Gemeinde gewesen, aber auch jeder einzelne Gläubige, dass er sie darauf hingewiesen hat, da, tönt das in Ordnung bringen. Tönt euch neu Jesus weihen. Was ist das Resultat gewesen? Wir wissen aus Offenbarung 2, 30 Jahre später, nach der Abfassung vom Epheserbrief, dass die Gemeinde in Ephesus diesen Angriff von der Verführung und der Irrlehre widerstanden hat. Jesus lobt die Gemeinde. Er sagt, ihr habt die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Wir können auch mehr bestehen von diesen Angriffen. Wir sind denen ja alle ausgesetzt. Nicht nur, wenn wir älter sind, sondern auch, wenn wir jünger sind, sogar wenn wir in der Schule sind. Im Namen Jesu können wir widerstehen. Wenn wir sein Wort kennen, wenn wir die Verheißungen in Empfang nehmen, dann können wir widerstehen. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und da möchte ich ein wunderbares Beispiel erzählen. Ich habe schon mal berichtet, dass auch in der Schule so ein Einfluss heute ist von Okkultismus. Und ich habe unserer Raffaella Bog ein neues Testament besorgen, auf Slowakisch. Sie hat das Anliegen, so einen Bettler, der immer wieder an der gleichen Stelle ist, mit dem Wort Gottes zu beschenken. Und dann habe ich mit ihrer Mami telefoniert, dass das gekommen ist. Nehmen wir noch ein bisschen geredet. Und dann hat ihre Mami mir erzählt, dass sie in der Kantonsschule so manches machen muss, was eigentlich nicht viel Sinn macht. Aber, dass sie zum Beispiel ein Buch hat lesen musste. Krabak heisst es, glaube ich. Eigentlich mit okkulten Inhalten. Und müssen eine Arbeit darüber schreiben, sich müssen mit dem auseinandersetzen. Und sie hat so gesagt, ich will das eigentlich nicht. Aber dann haben sie eine Idee gehabt. Sie sollen doch ganz offen schreiben, dass sie von dem nicht viel halten und den Talon dann ausfüllen und einfach etwas schreiben vom Wort Gottes. Und das hat sie gemacht. Sie halten von dem Zauberzeug überhaupt nichts. Sie glauben an Jesus Christus. Und dort steht in der Bibel, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und noch ein paar andere Sachen geschrieben. Sie hat es zurückgekriegt mit der Note 6. Mit der Note 6. Jesus hat das gesegnet. Und ich denke, der Lehrer ist sicher, oder die Lehrerin, tief beeindruckt gewesen. Von einer jungen Frau, die ihren Glauben an Jesus mutig bekennt hat. Wer Christ geworden ist, kann in der Macht Jesu widerstehen. In Römer 8, Vers 37 steht, gerade mal so ein bisschen können wir überwinden. Oder? Weit in dem, der uns geliebt hat. Also, habt Mut, beten, studieren die Bibel. Gerade in dieser Zeit, wo wir bedrängt werden. Und das wird vielleicht in Kürze noch mehr zunehmen. Aber in Jesus. In Jesus können wir sogar beten, dass der Great Reset zerschlagen wird. Dass die Regierungen kapitulieren mit dem Vorhaben, uns Menschen zu limitieren auf 2 Milliarden. Das ist der Plan hinter dem ganzen Corona-Geschehen. In dem Punkt haben die Epheser bestanden, aber einen anderen wichtigen Punkt haben sie vernachlässigt. Denn Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Paulus hat gewusst um die Gefahr, dass wir Christen innerlich abhängen können. Dass wir innerlich auf Distanz gehen können, nicht mehr an dieser Peripherie sind.
und darum die Liebe erkaltet dort. Das ist auch ein Endzeitzeichen, wo Jesus selber gesagt hat, dass die letzte Zeit davon stark kennzeichnet sein wird. Darum der zweite wichtige Punkt. Jesus soll immer mehr Raum bekommen in unserem Leben. Dass wir seine Liebe immer mehr fassen. Vers 17 bis 19. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus ist. Natürlich hat Jesus bereits gewohnt in den Gläubigen in Ephesus. Paulus meint nicht Bekehrung da, sondern eine ständige, tiefer werdende Beziehung zu Jesus Christus und zum Vater. Unsere Wurzeln sollen immer tiefer gegründet sein in der Liebe Jesu. Und der Paulus redet von der Breite, von der Länge, von der Höhe, von der Tiefe, von der Liebe Jesu. Da wollen wir auch mal darüber nachdenken. Tiefe von der Liebe Jesu. Jesus hat sich so tief herabgeneigt, dass er bereit war, die Herrlichkeit und der Glanz von der Welt Gottes zu verlassen, um in die Welt zu kommen, in unser Elend hinein. In Hebräer 10, Vers 5 bis 7 steht, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du, Vater, nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Es ist ein Zitat aus Psalm 40, Vers 9. Deinen Willen zu tun, mein Gott, liebe ich, begehre ich. Und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Elberfelder 1905 übersetzt, im Innern meines Herzens. Franz Delitzsch, ein hervorragender Kenner von der hebräischen Sprache, er schreibt zu dem Vers, williger Gehorsam war für Jesus eine Freude. Wie er denn das geschriebene Gesetz sich ins Herz oder der noch stärkere Ausdruck im Grundtext in die Eingeweide geschrieben wusste. Obwohl vom Vater gesendet, ist Jesus freiwillig gekommen. Die Höhe der Liebe. Die Liebe hat ihn nicht nur in die Welt getrieben, sondern die Liebe hat ihn auch nach Golgatha, auf zu dem Kreuz getrieben. Der Höhepunkt der Liebe Gottes sehen wir am Kreuz. Und jeder menschliche Maßstab ist zu kurz, um die Liebe zu messen. In einem Lied heisst es gibt nichts, was Gottes Liebe überragt. Und es ist unbegreiflich, was dort an dem Kreuz eigentlich passiert ist. Die körperlichen Schmerzen, wir können das uns nicht vorstellen. Aber nicht das ist das Allerschlimmste für Jesus. Sondern das Schlimmste war, als er dort beladen war mit unserer Sünde, dass der Vater sich abwenden von seinem geliebten Sohn. Und dann hat Jesus geschrauen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er nicht einfach so daher gesagt. Nein, Jesus hat am Kreuz die tiefste Gottverlassenheit erlebt. Er hat die Hölle erlebt. Warum? Damit wir sie nicht erleben müssen. So hoch, so gross ist seine Liebe. Die Länge der Liebe, sie ist ewig. In Jeremia 31, Vers 3 steht, er liebt mit einer immerwährenden Liebe. Und 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe Gottes vergeht niemals. Jetzt noch zur Breite der Liebe. Sie ist grenzenlos. Niemand ist ausgeschlossen. Jeder, der kommen will, der bittet, empfängt die Liebe Jesu. Wir sehen es auch in Lukas 19, Vers 41, damals, wie Jesus zum letzten Mal dort in Jerusalem war. Dann ist er am Ölberg gestanden, vor ihm das Kidrontal, der Tempelberg, der Tempel. Und dann hat er die Stadt gesehen und dann steht im Vers 41, und er weinte über die Stadt. Jesus hat geweint über die Menschen, weil er gesehen hat, das Gericht wird kommen. Und es ist auch gekommen, dann unter den Römern. Und Hunderttausende sind niedergemacht worden. Männer, Frauen und Kinder. Jesus hat geweint.
Oder denken wir an den Judas. Er hat ihn nicht fortgewiesen, obwohl er alles gewusst hat. Er hat ihm sogar die Füße gewaschen. Und er hat noch im Moment von dem Verrat ihm Freund gesagt. Wozu bist du gekommen? Das ist die Liebe Jesu. Und verachtet am Kreuz und verspottet. Und unter furchtbarsten Qualen hat er nicht droht, den Peiniger, sondern er hat für sie betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Liebe Jesu ist unermesslich. Der Paulus sagt, sie geht über alles Denken und Verstehen. Wer Liebe sucht, muss nach Golgatha gehen. Er muss zum Kreuz kommen. Denn dort hat Jesus seine Liebe zu uns bewiesen. Und sie ist gebend, sie ist schenkend. Und die Liebe Jesu ist eigentlich das Einzige, was sich vermehrt, wenn es gegeben wird. Wenn wir es weitergeben, dann wächst die Liebe. Und dann erfahren auch wir mehr von dieser Liebe. Der Napoleon, er hat auch über Jesus gesagt, ich kenne die Menschen und ich sage euch, dass Jesus Christus kein gewöhnlicher Mensch ist. Zwischen ihm und jeder anderen Person in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet, aber worauf? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. In Jesaja 9 wird er Gottheld genannt. Stellen wir uns vor, er ist eigentlich der einzig wahre Held in dieser Weltgeschichte. Er, der uns so geliebt hat und seine Hände durchnageln lassen hat für uns. Der Napoleon sagt, wenn ich die Menschen sah und zu ihnen sprach, entzündete ich in ihnen die Flamme der Hingabe. Jesus Christus hingegen zieht durch einen gewissen mysteriösen Einfluss, auch wenn bereits Jahrhunderte vergangen sind, so sehr die Herzen der Menschen zu sich hin, dass Tausende auf ein Wort hin für ihn durch Feuer und Flut gehen und dabei ihr eigenes Leben nicht wert erachten würden. Napoleon hat Jünger und Jüngerinnen Jesu gesehen, wie sie treu am Herrn nachgefolgt sind, wie sie aus dieser Gegenwart Gottes gelebt haben, aus dieser Fülle gelebt haben, aus dieser Liebe Jesu gelebt haben. Und bereit sie sind, lieber zu sterben, als sich irgendwas wie der Sklaverei oder was auch immer zu beugen. Die dritte Bitte von Paulus, dass wir zur ganzen Fülle Gottes gelangen. Vers 19b, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Und da möchte ich nur noch 2, 3 Zitate lesen, aber dass wir das mitnehmen können, um einfach zu prüfen, ist Jesus auf dem Thron oder ist er irgendwo in unserem Leben? Er hat gesagt, nur die kann er ganz beschenken, die ihm ganz gehören. Oder ein anderes Zitat, vom Heiligen Geist erfüllt sie, heißt nicht, dass wir immer mehr vom Heiligen Geist überkommen, sondern dass der Heilige Geist immer mehr von uns überkommt. Dass er mehr Raum in uns darf haben. Und je mehr Jesus Raum in unserem Leben hat, desto stärker wird sich seine Liebe durch uns auswirken. Zur Fülle, zur ganzen Fülle kommen, bedeutet vielleicht für dich, dass du dich taufen lässt. Das ist ein Gehorsamschritt. Oder dass du Gebetsstunde besuchst. Eine gewaltige Möglichkeit, können durch dein Gebet Situationen zu verändern in dem Leben von anderen Menschen. Und wenn die Gemeinde zusammenkommt zum Betten, dann kann Gewaltiges geschehen. Oder einen Dienst in der Gemeinde tust, damit die Liebe Jesu durch dich weitergehen kann. Ich weiss, viele tun schon sehr einen wertvollen Dienst. Aber vielleicht redet Jesus gerade heute zu dir, ich möchte, dass du deine Hände mir zur Verfügung stellst, damit ich dich brauchen kann als ein Gefäß. Die Voraussetzung, dass wir zur ganzen Fülle kommen, ist unsere ganze Hingabe. Und dann kann und wird Gott Grosses tun, auch heute noch. Durch dich und durch mich. Amen.